Hübsch hier. Aber wozu all die Käfige? Du hast nur einen Vampir erwähnt. Tja, also, meine Vorfahren waren nicht gerade humanitäre Überflieger. Sie befanden es als geeignete Strafe für Kahagma, Blut riechen, aber nicht erlangen zu können. Also hielten sie hier Menschen, die sie langsam zur Ader ließen. Kahagma wütete und tobte, während sie verbluteten. Sie haben sie wie Objekte behandelt. Ich würde gerne die Zeit zurückdrehen oder die Sache leugnen, aber ich kann beides nicht. Ich kann mich nur für meinesgleichen schämen. Nimm es nicht so schwer. Du hättest nichts daran ändern können. Machen wir uns an die Arbeit. Wirklich unangenehm. Na schön. Ich habe den Köder vorbereitet. Sei so gut und leg ihn aus. Am besten an den Tunneleingängen. Da breitet sich der Geruch schnell aus. Leg die Köder beim Tunneleingang aus, dann wittern die Monster sich schneller. Wenn ich daran denke, wie die Tunnel hier entstanden sind, ekelhaft. Aber nur natürlich. Ein Ort, an dem es so nach Tod stinkt, zieht Nekrophagen an. Ja, okay. So, wenn es ja nie Fragen sind, ne? Warte mal, lass. 3 erledigt, 1 übrig. Meinst du, es funktioniert? So, machen wir mal. Hoffe ich doch. Eine Stunde hiervon? Der Fleischgestank ist so heftig. Im Hintern. Öle, Entringen, nein. Verwandten, nein. Insekten, nein. Vampiröl, Nekrophantenöl. So. Was haben wir denn noch hier? Trank. Ja, bist du erhöht? Sauerstoff, nein, du brauchst nicht. So, kombiniert. So. Du musst bis Nobby. Nein, nicht aus dem Inventar. 39, 41. Und dann hier noch schwere Rüstung. Ist gut, 39. Was ist das für eine... das Töten von Gegner relativ. Nice. Ich habe Thema 1, 2, 3, 4 und mit der 5. Was fehlt mir denn noch? Egal. So. Köder ausgelegt. Und jetzt? Ich gehe in den Käfig. Du musst mich anketten. Die Legierung der Stäbe wird mich daran hindern, mich in Nebel zu verwandeln. Ich dachte, das würdest du auch nicht wollen. Ich werde große Schmerzen haben und nichts wollen, als dass sie aufhören. Ich weiß nicht, was ich tun werde. Beeilung! Die Biester haben die Fährte gefunden. Außerdem ist mir schwindelig. Liegt das am Blut?
Wer nie vampirischen Blutdurst erlebt hat, weiß nicht, was Durst eigentlich ist. Okay. Vielleicht brauchen wir eine Parole. Du weißt schon, du sagst sie, wenn du es nicht mehr aushältst. Was will ich sagen? Weiß nicht, ich beruhige dich irgendwie. Bitte mir das anziehen. Aha, Regis hat das Blut gerochen. Oh, weg, 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 weg. Gerade besser, aber ich hoffe, es Gut, da kommt nämlich noch mehr. Halt durch, ich lass dich raus. Du musst noch ein bisschen durchhalten. Das Blut trocknet bald. Dann macht der Geruch dir nichts mehr. Ich bring dich hier raus. der Absurd. In dem Zustand kannst du ihn nicht fertigstellen. Sag mir einfach, was ich tun soll. Ja. Alter, dass er sich dafür so opfert. Alter, der hat einen Orden verdient oder sowas. Wird es besser? Nicht gerade prickelnd. Es wird eine Weile dauern, bis ich mich erholt habe, aber etwas besser, ja. Danke. Reden wir, was ist passiert? Das habe ich nicht erwartet. Du hast es mir nicht gesagt. Wir müssen nicht darüber reden. Ich will aber. Hätte ich geahnt, dass du dich einer Folter unterwirfst. Dann hättest du was getan. Detlef auf andere Art gefunden. Ich wollte nicht, dass du ihn auf andere Art findest. Hast du daran gedacht? Nein, weil ich nicht geglaubt hätte, dass sich irgendein Wesen freiwillig solchen Schmerzen unterwerfen würde. Da seid ihr Vampire doch auch nicht anders als wir. Ich sagte dir doch, dass das meine Art war, meine riesige Schuld gegenüber Detlef zu begleichen. Wenn ich es noch einmal tun müsste, würde ich nicht zögern. Der Resonanzabsud ist fertig. Bist du sicher, dass du das Rezept befolgt hast? Genaue Maße, präzise Kochzeiten? Es ist wichtig, Geralt. Die geringste Abweichung kann sogar einen Hexer fertig machen. Entspann dich. Ich habe etwas Erfahrung im Tränkebrauen. Also gut. Dann fangen wir an. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was passiert.
Okay. Entschuldigung. Es dauert nur einen Moment. Du hast dich vorgedrängelt, Herr. Aber werter Graf, versteh doch, ich habe eine Sitzung. Immer. Herr, du warst der Nächste. Bitte, nimm Platz. Dieser Herr war zuerst hier. Zurück, sonst bereust du es. Ach, ich wusste nicht, dass er dein Freund ist, Graf. Und dann habe ich ihm gesagt, er soll sich wegscheren. Du hättest mal sein Gesicht sehen sollen. Dem haben wir es gezeigt. Nicht wahr, Detlef? Was für eine Geschichte Aber ist das? Mutter bestand darauf, dass wir die Mühle kaufen. Komisch, oder? Na, immerhin habe ich Freunden und Mitarbeitern was zu erzählen. Vergib mir. Okay. Also er wollte es nicht machen. Oder doch, also irgendwie. Endlich bist du wach. Du hast dich gewunden wie eine Schlange. Ich dachte schon, das wären Todeszuckungen und es würde dich erwischen. Angenehm war das wirklich nicht. Aber es hat funktioniert. Was hast du gesehen? Delacroix. Sein Tod war keine Bagatelle. Offenbar waren Detlef und er Freunde. Und trotzdem hat Detlef ihn umgebracht und seine Leiche zerteilt. Und dann war er ganz verzweifelt und schuldzerfressen. Er hat sich die Hand abgehackt, mit der er ihn umbrachte. Interessant. Sieht dem Detlef, den ich kenne, gar nicht ähnlich. Was hast du noch gesehen? Ich sah, wie Delacroix etwas Freundliches für Detlef tat. Das wird wohl der Beginn ihrer Freundschaft gewesen sein. Aber sicher bist du nicht. Es war nichts Besonderes. Eine ganz alltägliche Situation. Diese Visionen sollten doch an starke Gefühle geknüpft sein. Die Situation hat offenbar starke Emotionen in Detlef hervorgerufen. Bedenke, dass er Delacroix später getötet hat. Jemanden zu töten, an dem einem liegt, das ruft starke Emotionen hervor. Darin unterscheiden Vampire sich nicht von Menschen. Hast du sonst noch was gesehen? Etwas ist zweimal aufgetaucht. Ein Schuhputzerstand. Detlef und Delacroix haben sich dort zum ersten Mal getroffen. Und Detlef ist nach dem Mord nochmal hingegangen. Seltsam. Der Stand war irgendwo im Hafenviertel. Und der Schuhputzer schien Detlef zu kennen. Das wäre noch merkwürdiger. Vielleicht sollten wir mal mit dem Burschen reden. Nicht, dass ich den Durchbruch erwarte. Aber er ist die einzige Spur. Ich rede mit ihm. Kommst du mit? Ich stoße später zu dir, wenn es dir nichts ausmacht. Ich fühle mich noch nicht stark genug, um rauszugehen. Kein Problem.
Ruh dich aus. Ich komme zurück, sobald ich etwas weiß. Okay. Und dann wissen wir ja, wo wir hingehen sollen. Jetzt sind wir 39. Ja, ich mach mal hier auch bei schwerer Rüstung was rein. Schwere Vorteil, ja. So, und dann können wir nämlich auch Inventar. Das anziehen. Das. Und das. Ah ja, der Kopf war doch das letzte. Die Maske. Ja. Das sind die 5 Teile. Cool. Aber ja, den Kopf brauchen wir nicht. Der sieht kacke aus. Der sieht doch echt kacke aus. Ja. Hör auf. Nerv nicht. Ja, es reicht ja so aus, dass ich das alles habe. Mit 3 Relikten, das reicht aus. So, was? Ja, ich habe noch kein neues Silber. Doch, das. Level 41. Okay, das geht ja noch. Wie viel Platz habe ich noch? Da geht ja noch. So, dann gehen wir wieder hoch. Geh durch. Ja, ich bin aber leicht vergiftet. Das nimmt aber langsam ab. Plötzlich ist da. Hallo. Dann reisen wir da hinten hin. Und ich reise lieber. Da sieht man die Schönheit von Toussaint. Schneller. Okay. So, und. Alter, warum springst du nicht? Und. So. Peter, nicht auf mir rumtrampeln. Ich trampel nicht auf dir rum. Aber okay. Gehen wir hier zu Fuß weiter. Wenn plötzlich nicht weiter will, dann gehen wir zu Fuß weiter. Da will ich mich ja verarschen. Dieser kackten Navi will mich ja verarschen. Guck, wie schön.